Hallo, hallo meine Lieben! Schön, dass ihr wieder da seid. Ich nehme euch heute mit auf einen Daily Vlog durch mein wunderbares Leben. Heute, stopp! Wenn du jetzt kurz davor bist, auszuschalten oder dir vielleicht denkst, wo ist denn die Brigitte hier, die Frau, die normalerweise den Kanal führt? Vielleicht auch, hat die einen Schlaganfall oder was ist los mit der? Keine Sorge, mir geht's gut. Das ist nur das Thema dieses Videos. Daily Vlog, Insta-Style oder Social Media Style und Real Life. Das heißt, so wird euch vorgegaukelt, dass es sei und nur so ist wirklich. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Ich habe ebenfalls wahnsinnig viel Spaß gerade beim Tragen. Ich achte sehr darauf, dass ich viel Wasser trinke und mich gesund ernähre. Und selbstverständlich gehört zu meiner Daily Routine auch der tägliche Workout. Ja, stimmt schon. Ich schaue auch, dass ich jeden Tag in der Früh Gymnastik mache, dass ich nicht irgendein Crackfood in mich hineinstopfe. Aber um ganz ehrlich zu sein, das schaffe ich nicht jeden Morgen. So starte ich perfekt in den Tag. Aus diesen leckeren, gesunden Zutaten bereite ich mir täglich zuallererst meinen Smoothie vor. Trauben, Ingwer, Kiwi, Apfel, Orange. In der Früh schaut es bei uns oft eher so aus. Aufsteh, du bist schon wieder spät dran, mach hinne. Gerade mal abgespült, das Essen von gestern steht noch rum. Statt super gesundem Smoothie gibt es jetzt erstmal einen Kaffee und fürs gute Gewissen einen Vitaminshot. Und ja, ich mache auch in der Früh meine Gymnastik, sage ich immer, mein Workout. Allerdings, irgendwas muss ich da falsch machen, weil logischerweise schwitze ich da und demzufolge mache ich das ja vor dem Duschen, meistens nur in meiner Schlafklamotte und dann schaut es nicht so aus. Aber erst einmal posen fürs Thumbnail, also das heißt fürs Titelbild. Weil so ein Thumbnail ist wahnsinnig wichtig. Halt, na stopp, das geht gar nicht, da sieht man, dass ich einen Bauch habe. Ja so, genau, so ist besser. Und immer lächeln, ja, schön lächeln. Ganz natürlich habe ich die Kaffeemaschine eigentlich ausgeschaltet. Ich mache das übrigens mit YouTube-Videos von Burpee Girl und die macht wirklich gute Workouts, jetzt ohne Schmarrn. Muskeln anspannen, dabei noch möglichst grazil ausschauen und lächeln nicht vergessen. Achtung, Bauchalarm.
Ja, lieber so rum. So, jetzt gleich ein Zeichen der Motivation in die Kamera geben. Okay, jetzt lieber Arme anspannen, nicht, dass die da so dahin schwabbeln wie so Weißwürst. So, tut schon, die schneide ich jetzt so zusammen, dass es ausschaut wie 20 Minuten. Noch eine wahnsinnig happy Schlusspose. Na, ist noch nicht so. Da ist der Arm abgeschnitten. Geht so. Naja. Ja, das ist doch gut als Thumbnail. Das nehme ich. Bei mir schaut es dann eher so aus. Zwischendrin immer und immer wieder die Kamera positionieren. Haare zupfen, Hosen hochziehen, Pulli runterziehen und shapen. So hinstellen, dass ich möglichst vorteilhaft ausschaue und wieder die Kamera hier richten. So, ein bisschen was ausprobieren, links, rechts. Naja, geht schon. Oh, wie künstlich. Bäh. So, hallo zurück, meine Lieben, ihr Mäuse. Meine Morgenroutine geht ganz, ganz schnell. Ich bin noch so gut wie ungeschminkt, trage jetzt nur eine schöne Gesichtspflege auf. Ungeschminkt, ja, klar, das glaubst du wohl selber nicht. Gleich zeige ich dir mal, welches Prozedere dem vorausgegangen ist. Und schon kann ich in den Tag starten. Nur noch ein bisschen Nude Lipstick von Schlag mich tot.
ein kleines bisschen Rouge, nur einen Klecks auf die Wangen. Und schon bin ich fertig. Du siehst, es geht ganz, ganz schnell. Ja, wie es klappt. Und jetzt einmal die Wahrheit, auch die von YouTubern. Beim Aufstehen läuft es folgendermaßen ab. Also praktisch ganz genauso wie bei dir auch. Zwischendrin die laute Ansage von Mitbewohner, er müsste mal ins Bad. Ja, gleich. Nach dem Duschen geht's los. Erst einmal Primer. Dann Make-up. Eintupfen und reiben. Ja, lieber nochmal eine Schicht. Three Steps Palette. Okay, Contouring Powder, Highlighter und Blush. Und was ist jetzt da was und was gehört wohin? Ja, das muss ich mir schon genau durchlesen, wenn ich das dann an den Mann bringen soll. Beziehungsweise an die Frau. Summa summarum, dass das jetzt so ausschaut, habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde braucht. Ich habe in meinem Kleiderschrank nur noch Kleidung, die ich auch wirklich anziehe. Wie du siehst, habe ich hier alles schön in Farben sortiert. Was du aber nicht siehst, boah, ich bin schon wieder total blass. Na gut. The show must go on. Achtung, Aufnahme. Hey, 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 hey! Ich komme gerade von einem wunderschönen Spaziergang draußen in der Natur. Es war so herrlich. Ihr hättet dabei sein sollen. Oh, ich vergaß, ihr wart ja dabei. Beim Ausgehen ist die Kamera immer dabei. Da wird gepostet, hin und her gedreht. Ja, Kopf bisschen höher, lächeln, natürlicher. Ja, geht doch. Ich muss den Kopf her da. Beim letzten Video hatte er Doppelkinn. Das darf mir nimmer passieren. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Ich verabschiede mich von euch. Ich werde mir jetzt erstmal einen leckeren Salat machen und noch einen Smoothie.
Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Wenn man sich vielleicht in Wahrheit so fühlt. Oh. Ach Herrgott, nochmal, wer ruft denn schon wieder? Oh. Hi, grüß dich. Oh, noch gar nicht gut. Husten, Schnupfen und ich fühle mich so richtig der Lorbeet. Auf die Frage, ich dachte, so, dir geht's besser. Ja. Du hast ja ein Video hochgeladen. Nee. Ich habe halt bloß ein Video abgedreht. Muss ich ja schließlich, für irgendwas muss der leben. Selbst und ständig. Weißt du selber. Ja. Nein, noch gar nicht so fit. Aber es hilft ja nichts. Ich muss ja ein Video hochladen. Ja, danke dir. Ciao. Und ja, selbstverständlich war das jetzt eine Persiflage. Ich habe das als überzogen dargestellt, natürlich. Mir ist gerade darum gegangen, dass vielleicht vor allem die etwas jüngeren Frauen ein bisschen hinter die Fassaden blicken, wie es dargestellt wird und wie es in Wirklichkeit ist. Das sind oft Zweibuchstaben. Das heißt also, wenn du hier siehst, dass Ordnung herrscht, dann kann das einfach nur deswegen sein, weil hinter der Kamera der ganze Schotter abgelegt wurde. Niemand ist permanent angeknipst gut drauf. Niemand hat überhaupt keine Probleme und ist immer happy. Niemand schaut, gut, vielleicht junge Frauen, die es eigentlich eh nicht nötig hätten, sich zu schminken. Aber ansonsten, niemand schaut super aus, gleich nach dem Aufstehen. Aber jeder, der da erzählt, das Leben ist immer so ganz leicht und ganz easy und man ist immer happy. Lügt einfach. Es stimmt einfach nicht. Wenn du einen Pickel hast, ist das normal. Wenn du ein paar Kilo mehr drauf hast, es ist normal. Klar so jetzt darauf achten, dass du nicht adipös wärst und du weißt doch eigentlich auch, was zum Tor ist. Das heißt, ernähr dich gesund, beweg dich mehr. Aber es ist nicht so, dass diese Leute, die du anschmachtest auf YouTube, auf Instagram, TikTok, was auch immer, dass die alles perfekt und alles richtig machen. Du siehst nur den Ausschnitt von ihrem Leben, den sie dir bewusst zeigen wollen. Gerade für jüngere Frauen ist, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht, da nicht ein Gefühl von Minderwertigkeit zu erleben. Wow, die erleben ganz tolle Sachen. Wow, die haben eine super Wohnung. Die kriegen alles auf die Reihe. Und dazu nur eine Menge geschenkt. Es schaut nur so aus. Frei nach dem Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und diese Leute, die davon leben müssen, die stehen teilweise unter einem wahnsinnigen Druck. Je nachdem, was ihr Geschäft ist, Beauty, Fitness, was auch immer, stehen sie unter dem Druck, immer gut auszuschauen, immer schlank zu sein, immer happy zu wirken. Und alles das ist einfach bei einem normalen Menschen nicht immer der Fall. Und bei YouTuber genauso. Ich glaube fast, dass die Hauptzielgruppe meiner Videos, also so
gestandene, erfahrene Frauen, 40 plus. Alles das, was ich sage, weiß. Die sind erfahren, die sind mitten im Leben, die wissen, dass schöner Schein nicht immer Sein ist. Trotzdem sind wir alle nicht davor gefeit, dass wir solche Videos anschauen und uns sagen, wow, die schaut ja so gut aus, die ist ja so fit, die kocht so gesund, die ist so erfolgreich, was auch immer. Seid ihr immer dessen bewusst, dass das bloß ein Teil der Medaille ist. Das sind normale Leute. Meine Oma hat immer gesagt, die genau denselben Trick wie mir. Und das, wenn einem erst einmal bewusst ist, auch bezogen jetzt auf Schauspieler, egal welche exponierten Berufe, die in der Öffentlichkeit stehen und als Vorbildfunktion dienen, wenn es dich dazu animiert, dich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu machen, super. Aber zieh dich nicht selber auf dieses Level runter, dass du denkst, boah, es hat sowieso alles keinen Sinn, weil so gut werde ich nie sein. Ich denke, ich bin davon überzeugt, dass du so genauso gut bist, wie du bist, und wenn du gern besser werden willst, dann kannst du das schaffen. Aber sei dir dessen bewusst, dass diese vermeintlichen Vorbilder im Grunde genommen auch nur ganz normale Leute sind. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schmunzeln können. Ich freue mich über ein Like für mein Video und ein Abo für meinen Kanal, aber wenn es nicht so ist, dann halt nicht.